Überall liegt Arbeit rum. Überall sehe ich Sachen, die ich verändern will. Und drum kämpfe ich drum, dürfen da zu bleiben. Weil ich finde es so schön. Auch wie es jetzt ist, sehe ich die Schönheit drin. Aber andere, dort sehe ich auch einen Sinn drin. Und darum, liebe Nachbarn, lasst uns zusammen arbeiten. Weil zusammen arbeiten könnten wir noch viel mehr erreichen. Da wird es vom Weltall, dort von der Satellit auf Google Earth. Ui, ich könnte es grün leuchten, hier in Oberwallis. You don't need the newest. So, heute gehe ich einen neuen Weg. Ein Weg, wo ich noch nicht war. Ja, es ist auch zum ersten Mal, dass die Woche am Samstag anfängt. Verstehen Sie, was ich meine? Also kann ich doch auch einen neuen Weg ausprobieren. Wo bin ich? Ich bin nicht in der Ersten. Zwar nicht in der Paradies in der Ersten, weil das gehört noch nicht zu mir. Aber auch für das probiere ich da zu bleiben. Für all die verschiedenen Wege, lass zu, was ich sage. Da muss noch beweidet werden. Nein, ich tue mich nicht beschweren für den Zustand, sondern ich tue die Verantwortung übernehmen für die Zukunft. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie, was ich sage? Uiuiui. Neue Weg gehe ich. Neue Weg. Weil ich bin ich. Und mich gibt's nur einmal. Und darum, lieber einmal als keinmal. Ui, aber schau mal, was ich so schön entdecke, wenn ich neue Weg gehe. So schön. Ah, das ist aber ein ganz schönes Plätzchen. Ja, haben wir darüber geredet. Jetzt geht's weiter. Ich sage nicht, zum irgendjemanden blenden. Ich möchte einfach mal die Streiterei beenden. Und weißt, wenn ich eine Stiftung gründen will, könnte zum Beispiel das Land da oben, wo auch der Erste ist, müsste ich nicht einmal kaufen. Das Land könnte man zum Teil von der Stiftung machen und man könnte Dividenden auszahlen. Verstehen Sie, was ich meine? Ich müsste ja nicht einmal alles besitzen. Es geht mir auch nicht ums Besitzen. Darum will ich ja eine Stiftung machen, damit das Land sich selber gehört. Ich meine, und ich verstehe nicht, wieso sowas stört. Verstehen Sie, was ich meine? Es ist einfach unerhört. Also, es ist schade. Nein, also das Land wird schon lange nicht mehr gehört. Schau mal, wie vergammelt. Aber das ist dann niemand mehr die Schuld, weil es ist streng. Und, sind wir ehrlich, wer will schon streng, wenn es bequem geht? Eben, versteht sich nicht von alleine. Aber ich bin kein Feige. Und darum habe ich den Mut, um das zu machen, was gut tut der Erde. Ohne irgendwelche Beschwerden. So ist es. Darum mache ich jetzt weiter. The biggest or the shiniest. 'Cause the gold that you hold may be something old or even the tiniest. Logisch ist es Madeleine, wo draussen ist und es anders macht, als man es sollte. Logisch ist es das weisse Schaf von der Herde. Hey Madeleine, was machen wir mit dir? Wieso musst du anders sein als alle anderen? Weil du die einzige Weiss bist, oder was? Hey Madeleine. Hey. Die fiese kleine Trickli, die den Strom wegnehmen. Erkennt man nicht nur, dass man es anlangt und spürt, wer es war, sondern einfach, wie man mitmacht und bewusst ist. Natürlich ist mir jetzt klar, wieso da jetzt kein Strom mehr hat. Und da hat man es sogar noch durchgeschnitten, damit es nicht mehr einhängen kann. Ja, no. So sind halt die Leute mit ihren bösen Gedanken. Aber mich tut es nicht stören, weil ich bin dankbar. Gott hat gesagt, er schaut auf mich. Und ich vertraue ihm, weil er schaut wirklich gut auf mich. Und vielleicht schaut er gar nicht auf mich, sondern einfach auf meine Tiere. Und gell, zusammen probieren wir nur unser Bestes zu geben. Gell, schau mal, da ist ein hübsches Mädchen. So, haben wir noch Heu?
Also, weißt, es ist im Fall das Lustigste, ist auch in Social Media wie auch da. In meinem Fall jetzt, wo öffentlich sein und viel Content schaffen. Jeder, der mir Schaden anrichten will, der hilft mir. Versteht ihr, was ich meine? Jeder, der mir Scheiße will, der gibt mir mehr Futter für meinen Kompost. Weil aus Scheiße mache ich Kompost, mache ich Gold. Schwarzes Gold. Und in dem Fall gibt es Content. Das Video wird spannender. Man sieht, was abgeht. Also, oder jedes Mal, wenn irgendjemand einen Hasskommentar im YouTube oder Facebook oder Instagram hineinschreibt, meint der Computer, aha, da geht etwas ab. Und weil unsere Welt auf Negatives ausgerichtet ist, tut es sogar, wenn der AI erkennt, dass es etwas Negatives ist, tut es noch mehr fördern. Verstehst du? Zeigt es noch mehr Leute, um den Hass anzukurbeln. Also, mit eurem Hass macht ihr mir Spass, weil ihr gebt mir noch mehr, ihr gebt mir noch mehr Schnuff. Und vor allem macht es mir einfacher, zum Geld zu verdienen. Aber verrat's niemand! Macht nur weiter! Give all that you've got to give and love what you have. So, wegen dem Problem dort, das wir vorher angeschaut haben, habe ich jetzt den Haag anders aufgestellt. Und weil ich es nie ganz gelangt habe, habe ich jetzt 4 Versuche gebraucht, bis es geklappt hat. Aber auch wenn ich es 100 Mal probieren hätte müssen, hätte ich es durchgezogen. Verstehen Sie, was ich meine? Weil ich gebe nicht auf, bis ich die Lösung habe. Und wenn ich die Lösung habe, dann bin ich zufrieden und mache dann weiter mit dem Rest. Ha! Aber ich gebe nicht mehr auf. Nie mehr. Nie mehr gebe ich auf wegen anderen Leuten. Und übrigens, für all die, zum Beispiel all die von der Vergangenheit, wo die Geschichte nicht passen oder mich schon mal angezeigt haben, in Zukunft, wenn ich mich nochmal anzeigen will, vielleicht haben bis das Video rauskommt, mich nochmal anzeigt. Verleumdung ist es nur, wenn du kannst beweisen kannst, dass es nicht wahr ist. Also wenn du nicht kannst beweisen kannst, dass was ich sage wahr. Also ich behaupte ja, es ist wahr. Meine Tochter zum Beispiel hat mir das gesagt. Wenn du das nicht kannst beweisen, dass sie es nicht gesagt hat, dann ist es auch keine Verleumdung. Verstehst du? Und wenn du nicht kannst beweisen, dass du es nicht gemacht hast, dann ist es erst recht keine Verleumdung. Zuerst muss man beweisen, dass man unschuldig ist. Heute habe ich ein Nattel dabei gehabt und ich habe gemerkt, ich habe gefilmt. Aber so schön, wenn man weißt, dann habe ich mich ablenken lassen. Auf jeden Fall ist jetzt 12:30 und ich bin mit allem fertig. Und schön ist es, das Wetter scheint, die Sonne scheint. Ich könnte eigentlich die Kappen abziehen. Das habe ich. Aber es muss einfacher sein zum Tragen. Und auf dem Kopf, zum Glück ist der Kopf angemacht, da kann man den nicht vergessen. Well, you can't buy love. Die Hühner sind gerade ein bisschen entsetzt. Ich nehme den Kompost weg. Obwohl es noch nicht fertig ist, habe ich das Gefühl, ich möchte das auf der Regenbogenterrasse verteilen als Mulch. Zumindest auf der obersten Reihe. Ich zeige es euch gerade. Weil jetzt kommt ja immer mehr Schnee und Frost. Und das ist ein guter Moment auch, dass es, weißt du, dort auf dem Boden als Mulch den Boden bereichern. Also, das ist auch gut. Wie da. Ist auch nicht so, es geht, ja, es ist einfach auch gut. Einfach auch gut. Garette für Garette wird die Biege ein bisschen kleiner. Das, was ich noch nicht brauchen kann, kommt da drauf, wieder zurück zum Anfang. Plus ich nehme fortlaufend von diesen Zeugen, die ich nicht dort will, so wie die trockenen Disteln, wieder an. Und das so auch am Anfang. Und ja, ich denke noch 2-mal laufen. Und weil ich die Türen offen habe zum Hin- und Herfahren, sind natürlich die Hühner auch draussen. Das ist natürlich aber kein Problem, gell, Destiny. Die dürfen da draussen sein. Das heisst, sie machen da auf diesen Terrassen machen sie gute Arbeit. Sie tun ein bisschen durchwühlen, ein bisschen Zeug fressen und ein bisschen düngern und ein bisschen scharren. Die machen halt das, was Hühner machen müssen. Und das hilft natürlich auch den Garten da. Und sie haben auch wieder mal eben Abwechslung und etwas Neues gegessen. Hindurch sehen wir den Monsun.
Einfach wieder einen schönen, friedlichen Samstagnachmittag hier in Trieste. Und fortlaufend bin ich neue Leute kennenlernen. Gell, Mo? The air that we breathe, you don't need to pay to eliminate greed. Just buy nothing. Buy nothing. Don't buy the spins. The best things ain't things. So make your heart sing. Bonnie, gehst du Scheissdreck suchen? Bonnie weiss eben immer, wenn die Tiere rum sind, gibt es frischen Scheissdreck, gell, Bonnie? So, jetzt geht es dann bald heim. Jetzt geht es von allein wieder rein. Licht. Es wird eben schon langsam dunkel, dämmerig kommen. Oder nicht? Ja, solange die Frankie nicht reingeht. Ja, Frankie, solange du beschäftigt bist. Ja, wieder einfach so einen schönen Tag. Ein Samstag, wo einfach nur arbeiten. Arbeiten und schwätzen. Herrlicher Samstag. Herrlich, herrlich, herrlich. So, jetzt machen wir einen schönen Feierabend. Die Beete sind gemulcht. Mehr oder weniger. Weniger oder mehr. Der letzte Ladung habe ich auf den neuen Kompostbeig drauf da. Damit es wieder aktiviert und so. Und überhaupt. Ich kann nicht mehr gehen. Weil, sind wir ehrlich, bist schon ein fauler Sieg. Spannend! Spannend, 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 spannend. Es ist mir aufgefallen, beim Wasseranschluss unten beim Haus, beim Weg, ist so der Weg ein bisschen feucht. Das heisst, irgendwie das Wasser, da habe ich geschaut und der Wasserhahn für pure Wein war voll offen gewesen, aber voll. Jetzt bin ich da raufgekommen und Eiszapfen und da der Wasserhahn war offen gewesen. So, das heisst, irgendjemand hat Wasser eingeschaltet und laufen lassen. Und jetzt habe ich das habe ich alles abgestellt natürlich. Und jetzt spannend, spannend, spannend. Ja, hat man probiert wieder, etwas Neues probiert. Ja, kann nicht anders sein. Ja, wer weiß. Wer weiß, was da genau passiert ist, während ich nicht da bin. Aber egal. Weil, auf jeden Fall war jemand da gewesen. Weil auch die Tafel, siehst du, ist da umgekehrt gewesen. Das heisst, irgendjemand hat den Kopf angeschlagen. Ja. Ja. Spannend. Zum Glück kann ich ja Schutzengel. Danke vielmals, liebe Schutzengel. Spannend, spannend. Jetzt habe ich gerade realisiert, was mich geschützt hat. Die Natur selber hat mich geschützt. Naturgeister und Alfred. Weil, dass es gefroren ist, hat es mich geschützt. Ha! So gut, so gut, so gut. Danke vielmals, liebe Universum. Danke vielmals, liebe Natur. Danke vielmals, alles miteinander. Das heisst, ich habe jetzt mit gutem Gewissen siehst du, mir fällt es noch auf, meine Intuition. Danke vielmals an alle beteiligt und danke vielmals für den, der angegriffen hat. Weil ich habe jetzt gerade neue Content und etwas Neues entdeckt. Und umso mehr, dass ich neu entdecke, umso mehr weiss ich. Und für das bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Danke vielmals. Ja, gell, Bonnie, wir haben Freude. Gell, Bonnie? So, morgen habe mir ein Puzzle gekauft. Ich muss morgen ein bisschen puzzeln, habe ich entschieden. Genau. Also morgen. Ja, morgen tue ich puzzeln. Morgen ist Sonntag. Und ich tue zwar schon Tier füttern und alles, aber ich will eben nicht so viel arbeiten am Sonntag.
Also ich denke, ich puzzle. Hihi. Daddy, time to get up. Wakey, wakey, rise and shine. Open your eyes. Hoi, es ist Sonntagmorgen. Nein, ich weiß gar nicht, was die Zeit ist. Es ist auf jeden Fall, weiss ich, dass es kalt ist. Ich bin gerade am Misten. Und schau mal, es hat schon eine Garette voller Mist gegeben, nur schon von den Hühnern. Und ja, und alles ein bisschen rausputzen, weil ich will ja Kompost. Also kann ich es ja regelmäßig rausputzen. Ja, ich weiss. Hühner könnte man ja monatelang den gleichen Mist lassen. Aber wenn ich es regelmäßig mache, wochentlich und so, habe ich weniger Milbenprobleme. Weil das haben wir ja gehabt. Madonna ist immer noch auf der Krankenstation. Ihr geht es aber schon bald besser. Morgen. Madonna geht schon besser. Mary J. Blige ist schon wieder topfit. Aber wenn ich regelmäßig rausputze, dann habe ich auch weniger Milben. Natürlich, klar, wenn ich Wermut rein tue, auch. Aber wenn ich es regelmäßig rausputze, habe ich auch viel mehr Kompost. Und viel mehr Kompost ist klar, was das gibt. Gut, darum ist mir selber dienend, wenn ich den Hühnern diene. Genau so ist es. Mehrere Funktionen. Und natürlich tue ich auch den ganzen Rest vom Stall rausmisten. Überall, wo die Esel anschiessen, putze ich es auf. Und eben so produziere ich. Und wenn ich es am Morgen früh mache, habe ich mein Tagesziel erreicht und habe den Rest vom Tag frei, um zu schauen, was passiert. Genau. Dann mache ich es jetzt am Morgen früh und ich miste. Und das an einem Sonntag. Genau so ist es. Upsy daisy, Sunday and I'm lazy. I want to stay in bed. It's Sunday morning and I should be snoring, so please get off my head. So, 3 Karetten, weil es sind ja 3 Ställe. Hühner, Esel und Hase. Und das gibt etwa so einen Big Kompost. Momentan, pro Woche. Wenn ich es jede Woche mache. Ja, und das kann ich ja jetzt ein paar Tage kehren. Und auf jeden Fall ist es dann bald bereit, um wieder, ja, auf einem, wie sagt man dem, auf Beete zu verteilen. Also es sind 3 Ställe. Und meine Absicht ist jetzt, mit einem Ballen Stroh alles nachzufüllen, weil bei den Esel nehme ich nur oberflächlich und ein bisschen vom Urin und dann wieder oberflächlich verteilen. Die Hasen brauchen ja nicht so viel und sie verteilen es selber. Die Hühner, ja, ihr Stall ist ja auch nicht riesig. Also, ist das so. Wenn ich einmal pro Woche mischte, den einen Haufen haben gesehen. Und wenn ich einen Heuballen brauche, einen Strohballen brauche, ist das Kniep verflucht. Das habe ich ja eingeflogen, das kann ich brauchen. Und dann ist mir dient. Sehr gut und sehr wohl sogar. Es gibt circa etwa, ja, nicht ganz ein Kubik. Aber dann, es gibt was gibt und es ist was ist. Und es ist alles ein bisschen sauberer. Und ja, so ist mir dient und allen dient gleichzeitig. Also vor allem meine Tiere. Weil sie haben dann Hygiene, es ist aufgeräumt, es stinkt nicht. Die Hühner haben den Komposthaufen. Ihr wisst ja. Das weisse Pulver, das übrigens da wieder verteilt ist, das ist ein biologischer, ökologischer Milbenschutzpulver, das ich mal geschenkt bekommen habe. Wo ich, wenn ich sauber immer wieder streue. Später kommt dann ein bisschen Wermut noch rein. Aber sonst, ja, würde ich sagen, sie ist bereit, um wieder einzuziehen, oder? Wieder für eine Woche, dann das Schiessen, voll gäckeln, voll, ja, bisschen und Schiessen ist ja gleich bei den Hühnern. Haben sie ein frisches Bett, wie nicht. Und ja, falls es Milben gehabt hat, sind die schon wieder weniger oder ein paar bekämpft worden. Gut, Stall 1, fertig. Daddy, it's time to get up. Can you read me a book? Look, Daddy. Ich tue bewusst den Heuballen, Strohballen da mit seinem Platz aufmachen, damit es sich da auch am Boden verteilt, weil auch das ist nackter Boden, der besser werden und schöner werden. Stell dir vor, es würde im ganzen Nashville grün sein und wachsen. Das wäre ja der Hammer, da gäbe es immer gratis Futter, gerade vor Rot. Und das würde auf den Boden dienen und es wird weniger heiß. Die Bäume würden besser wachsen, wo Schatten würde geben, wie auch der da.
ja, ihr werdet es sehen, in ein paar Jahren, wie das anders aussieht. Happy Habitat, voller Lebensmittel und Nützling und Schützling und so weiter und so fort. Vielleicht hat es sogar Schlangen, Eidechsen, hat es auf Alpha da rein. Die fressen die Mäuse. Und ja, Preis hat auch gerade Freude. Es ist beschäftigt zum Sonntagmorgen. So ist es. Und auch das, wenn sie es verteilt, oder, hilft es mir ja auch. Das ist nicht einmal das Problem. Sie hat Freude, sucht etwas Gutes daraus und einfach, es ist gut so. Es ist einfach gut so. The sun is coming up. Das ist auch noch wichtig zum zeigen. Ich meine, die Hasen brauchen keine so Plastikhäuschen. Oder doch? Sie haben ja so viel Platz und sie haben ihren Bau, wo sie drin schlafen. Aber das, da innen, den sind wir ein bisschen. Und das heisst, der Stroh, der da innen ist nicht verschwendet, weil das ist nachher vollgesogen mit Bisi. Und Bisi, wer weiß, der weiß, wie gut dass der Bisi ist, um einen heißen Kompost daraus zu machen. Das macht's aus, das ist der Keimtipp 77. Darum haben meine Hasen einen Hasenstall in ihrem Hasenstall. I don't have to work today, so in bed is where I want to stay. It's 5 in the morning and I should be snoring, so please go back to Ja, es ist Viertel vor 10, also 9:43 und ich bin fertig überall. Ich tue überall Stroh noch am Boden, weil eben da überall Gacki, das mischt sich schon, dann ist es schon vorbereitet. Die Vögel haben von den Strohsamen, also vom Kornsamen, die Vögel fressen und so. Plus eben der Boden ist dick. Noch nicht überall, weil da ist ja überall noch eine Baustelle. Bei den Esel ist auch wieder voll und schön gesehen. Die fressen auch ein bisschen vom Stroh raus. Das Beste nehmen sie noch raus. Den Rest vertrampeln. Dann wird es kompakt. Da haben sie neue Bisi-Ecken. Herrlich, ich liebe Bisi-Ecken. Dort drinnen ist jetzt ein ewiger, aber ich habe ja da Zeug nach vorne dran. Ja, und hinten am Boden ist überall der Streu, dort wird es gefüttert. Die nehmen immer alles raus und fressen es vom Boden am liebsten. Also haben sie ewig auch etwas essen. Ja, das ist gut, das dient. Und da vorne bei den Hühnern, ich habe eben so ein Problem jedes Mal, wenn ich den Hühnern Futter gebe, kommen die Esel und fressen es und schlecken es vom Boden auf. Darum, wenn ich genug Stroh am Boden habe, ist es versteckt und die Hühner müssen danach scharen, was ja gut ist. Und eben, es mischt sich fortlaufend. Und schaut, so funktioniert das. So machen die Hühner ihre Arbeit. Der Stroh, der am Boden ist nicht verschwendet. Sie suchen die Sämli raus, sie den Boden scharen, karren und kehren und machen und tun reinschiessen. Und eben, das ist Permakultur. Multifunktionell und gleichzeitig einfach gut ist. Ja, und ich habe bald schon wieder mehr Kompost. Und der Boden da ist schon wieder besser dran. Und wenn es der Boden besser geht, haben wir ja schon mal darüber gehabt, geht es auch die Bäume besser. Und so weiter und so fort. Herrlich. I'm your daddy and I would surely gladly a little bit longer stay. Viertel vor 10, ich habe meinen Tagessoll erreicht. Das heisst, ich bin frei zu machen, was ich will. Als nächstes gehe ich noch meine Tagesvideos aufnehmen. Weil ich mache ja auf Schweizerdeutsch einen gescheiten Spruch, so wie auf Englisch auch. Und so, und wieso mache ich das eigentlich jetzt immer wie mehr und mehr? Ja, weil ich muss die Leute erreichen, die gleichgesinnt sind wie ich. Ich muss vor allem üben, formulieren, weil wenn ich oben raus will, mitdiskutieren, muss ich meine Gedanken und meine Gefühle richtig formulieren. Also jedes Mal, wenn ich ein Video aufnehme, bin ich am Üben. Plus, ich produziere mehr Content gibt mehr Klicks und mehr Views und so. Und das heisst, ich kann von Social Media nicht nur konsumieren, sondern ich kann auch produzieren, ich kann auch Geld verdienen. Facebook hat gesagt, ich bin näher dran. Drum, überall wo bist, liken, kommentieren, abonnieren, teilen. Wenn du mich unterstützen willst, ist das der Beste. Hey, verteilt das Zeug, erzählt den Leuten, um was es geht, da in der Ersten. Das ist im Fall die beste Unterstützung. Kommentieren vor allem. Auch wenn du dich genierst. Hey, kannst du auch noch ein Smiley rein tun. Überall, wo du ein Smiley, wie der Johann. Der Johann schreibt mir einfach jede Woche, «Hoi Colin». Hey, und der Johann hilft mir seit Jahren so.
Es ist eigentlich auch egal, ob Karin zum Beispiel, sie tut einfach, zum Beispiel die englischen Videos, sie macht es einfach an, sie klickt es an und tut es kommentieren und liken. Und mehr nicht, sie schaut es gar nicht, weil sie versteht zu wenig Englisch, vor allem mein Englisch versteht sie nicht. Aber sie hilft mir so, weil sie mich so unterstützt und ich bin so dankbar für Karin. Danke Karin, danke Johann. Einfach wirklich, die Unterstützung ist so viel wert. Wirklich, ich kann es euch nicht vorstellen, weil so funktioniert der Algorithmus und Social Media. Genau. It's Sunday morning and I should be snoring, so please go back to bed. Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich zeige euch das Sunset-Podium. Das ist das Sunset-Podium da. Ja, da, das Podium. Und da nehme ich jetzt eben meine heutigen Videos auf, weil es ist Sonntag. Und auf dem Sunset-Podium kann man auch predigen. Versteht ihr, was ich meine? Schaut da. Da, das ist mein Altar. Da hinten Tribüne drauf, bis da 8 Reihen Tribüne. Sieht jetzt noch nicht aus, aber es ist auch nur ein Hügel. Aber das ist alles klar. I'm not complaining, dear, just explaining that I'll get up at 10. When? Okay, 9 then. When? Okay, 8. But I went to bed real late. So, jetzt ist Sonntag. Und ich habe gerade letztens erzählt, dass ich gerne puzzle. Darum, obwohl es im Bauern wieder kalt ist, muss ich jetzt eine Heizung einstellen. Tue ich puzzeln. Weil da rein habe ich Licht, da habe ich Platz und es stört niemand und es kommen keine Tiere rein, die es runterrühren, wüten, bellen, rühren. Und ja, warte mal, ich zeige mal. Das ist es. Mit dem tue ich heute wieder mal anfangen zu puzzeln. Ein bisschen Natur pur. Ja, viel Spaß wünsche ich mir. Well, my son, I had some fun and went on a date with your mum. Ja, zwischendurch braucht man auch mal einfach eine Pause machen. Aber ich habe so Freude, wieder mal ein puzzeln. Ich fange immer mit den Ecken an, 4 Ecken zusammenschlägen. Und ich kann mal nicht mehr zurückzoomen, nein. 4 Ecken und dann die Ränder. Und das Mal habe ich mit der dunklen Seite angefangen, bevor ich mit dem hellen weitermache. Mache ich jetzt aber Pause. We are both sleeping, so stop that peeping, cause it maybe we would not get done. Weil der Bonnie ist es langweilig, gell Bonnie? Du willst mal rausgehen und spielen, gell? Well, my son and I had some fun. I went on a date with your mum. Ja, langsam wird es zu dunkel, um wirklich noch etwas zu sehen. Und ja, ich bin jetzt einfach nur ein Teil suchen. Einmal bin ich schon die ganze Kiste durch. Aber noch nicht all vom unteren Teil. Es fehlt vielleicht 1 oder 2. Ja, nun. Jetzt ist aber für heute vorbei. Ich habe lang zu Mittag gegessen und gekocht und da. Ich bin lang noch spazieren, herzig ums Land und mit dem Breeze und so und mit dem Bonnie gespielt. Aber jetzt wird es einfach zu dunkel. Ja, nun. Morgen dann, oder übermorgen, oder wann auch immer, das ist schön am Puzzle. We're still sleeping, so stop that peeping, cause maybe we're not yet done. We're not yet done. Maybe we're not yet done. Oh, well maybe we're not yet done. Das ist eben das, was ich liebe am Puzzlen. Also ich behaupte, bevor der Osten da in die Westen gekommen ist, bevor man über das Meditieren und alles so gelernt hat, hat man einfach gepuzzelt. Für das hat man Puzzle gefunden. Wieder kann man stundenlang einfach Stückchen für Stückchen ausprobieren. Es ist wie, für mich, der Forrest Gump sagt, das Leben sagt wie eine Schachtel Schokolade. Für mich ist das Leben wie ein Puzzle. Fangst mal bei den Ecken an, tust du mal an den Rand setzen und dann geht's richtig los. So, bis alle Teile zusammengesetzt hast, musst du immer wieder ausprobieren, musst immer wieder studieren, könnte das so passen, könnte das so passen. Und wirklich, es ist ein Probieren. Oder vielfach, wenn man alles aus ein bisschen die gleichen Farben ist es eins nach dem anderen durchprobieren. Wie das Leben. Probieren, bis es passt. Ja, so ist es. Auf jeden Fall ist das jetzt mein Sonntag gewesen, extrem gemütlich. Ich gehe jetzt hier, das sind schon Köstenfränki,
Die Hühner sind schon bereit, zum ins Bett zu gehen. Ui, die sind... Ui. Hallo. Gimbal. Hey. So. Zwischendurch, ich muss ein bisschen langsamer laufen mit dieser Kamera. Gesichtserkennung geht anders raus. Ja, aber Waval, wollte ich sagen, extrem gemütlich war der Sonntag. Ich hoffe, Ihnen auch. Breeze, Monsun, wollen ihr auch ins Bett? Hä? Zeit. Es ist Zeit für alt, um in den Stall zu gehen. Die Hühner sind schon bereit. Ich bin bereit. Breeze und Monsun. Breeze, bist du bereit? Hä? Breeze ist bereit. Schau mal, meine neue Kamera, Breeze. Breeze ist bereit, zum ins Bett zu gehen. Hey. Breeze. Oh. So. So, ja. Ja, nun. Müssen wir noch ein bisschen probieren, Breeze, wie das funktioniert. Gell, Monsun? Der Monsun, bist du auch müde? Bist du müde, Monsun? Du siehst ein bisschen müde aus. Hä? Bist du bereit fürs Bett? Ja, du bist schon ein hübscher. Hübsch bist du. Also, gute Nacht miteinander. Bionic Man. So, es ist Montagmorgen. Ich habe überlegt, gestern noch, es ist eigentlich noch gut, das mit dem Freitag die Woche aufhören. Ich meine, es ist Freitag, Feierabend, Wochenende und so. Und das hat mir gefallen. Es hat vor allem auch dir mehr Chance gegeben zum Schauen. Ich glaube, für dich ist es auch gut, hast mehr Zeit zum Schauen. Weil Sonntag ist ja schon ein bisschen knapp, je nachdem, wenn ich es rausbringe. Kommt es erst am Nachmittagabend raus, ist vielleicht noch recht. Willst du nicht ich glaube, ich bleibe Freitag in Zukunft. Also ich tue es jetzt ändern und fange an, meine Videos am Freitag rauszubringen. Und dann ist es von Samstag, Sonntag, wenn ich Lust habe zum Filmen, bis Freitag, ja, Donnerstag, Freitag. Aber bin ich jetzt fertig mit meinem Morgenritual, nur noch alles abkontrollieren. Zwar muss ich ja gar nicht, weil die Essen sind eingesperrt, weil nachher kommt ja der Remo. Genau, es gibt Hufschmied. Ich frage ihn, ob wir filmen dürfen. Der Remo ist nämlich ein Hübscher, da haben wir sicher Freude, wenn er im Video auftaucht. Ja, und dann werden Monsun und Breeze ein bisschen Pediküre und verwöhnt und sowieso und überhaupt. Ja, sie haben alle Futter bekommen, ich habe meine Videos gedreht. Schau mal. Es hat wieder mehr geschneit. Und zu den Schafen gehe ich rauf. Ja, nachdem der Remo da war. Was soll ich jetzt? Es ist so eine Sache, es ist immer so eine Sache, weißt du, raufgehen, da runtergehen. Auf jeden Fall ist mir eins klar. Eins ist mir noch so eine schöne Erkenntnis gekommen. Man sagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Hey, aber was ist bei mir? Ich verstehe das nicht mit dem Schweigen, weil das Wort ist das Wertvollste, was man hat. Oder mein Wort, meine Verantwortung, das Wertvollste, was ich geben kann. Und Schweigen, Gold, das klingt für mich wie, hey, Bestechungsgelder, Schweigengelder. Wenn du etwas zu verstecken hast, musst du schweigen. Drum, danke vielmals fürs letzte Woche schauen. Und ja, ich habe nichts zu verstecken. Das ist meine Wahrheit. Und so ist es. Und jeder, der ein Problem damit hat, ja, vielleicht bist du einfach zu gierig. Oder weiss auch nicht, wie Gold. Gold ist eigentlich nicht viel wert. Mit was kannst du denn schon mit Gold machen? Nicht viel. Nicht viel. Aber mit einem Wort kannst du viel anfangen. So ist es. So, ich gehe jetzt
Videos aufladen. Meine Wochenvideos, Sprüche des Tages. Auf Englisch und auf Deutsch. Und ja, und dann Kaffee nehmen und dann dann ich weitergesehen. Weil heute ist Montag, heute ist ein Arbeitstag und ich habe einiges vor. Zum Beispiel sehen die Plachen, die ich über den Piggy Palace drüber gespannt habe. Die hat es so ein bisschen weggewindet, die gehe ich aufräumen heute. Ich räume den Stall auf, bevor der Remo kommt. Und alles. Ja, aber zuerst Kaffee. Zuerst Kaffee, weil mal einfach ein bisschen aufräumen ist immer gut. Ein bisschen Zeit, vielleicht zum Zeit füllen, bis der Remo kommt. Vielleicht kommt eben so eine Zwischenzeit, weil lange es mir wirklich nicht vom Aufgehen. Hey Ladies! Und darum mache ich, was ich kann da. So, es gibt Planänderung heute Morgen. Und zwar hat mir der Remo angerufen, von wegen Scheisswetter und so. Und da ist es nicht so gut für seinen Körper, da müssen auf und runterlaufen, dem Wetter und so. Was ich ja verstehe, ist ja nicht jeder so wie, der da oben will wohnen. Das verstehe ich, weil da wohnt er im Tal, er wohnt ja nicht im Berg. Also. Aber da ich ja trotzdem will, dass die Füße gemacht werden, vom Monsun und also die Hufen, nicht Füße, die Hufen, nennt man das richtig, dass die Hufen gemacht werden von Breeze und Monsun, gehe ich ins Tal mit ihnen. Ja, genau, dann habe ich ihnen jetzt den Halfter angelegt und dann gehen wir jetzt dritten ins Tal. Bonnie hat gesagt, sie will da bleiben, gut und recht. Ich habe vergessen, mein Portemonnaie mitzunehmen, das muss ich jetzt holen. Und dann gehen wir ins Tal und machen unsere Fitnägel, machen wir eine Pediküre im Tal. Ah gut, oder? Das ist mir gleich. Mir ist es gleich auf und runter laufen. So bleibe ich warm. Es ist wie es ist und doch ganz anders. Jeder wie er ist jeder anders. Bei lauter Schwätze ist er schon wieder fertig. Ha, der Remo ist so ein guter. Ich würde Werbung machen für ihn, aber er hat keine Zeit. Hat er mir gerade erzählt, er hat so viel zu tun. Ja, aber es ist schön. Es ist schön einfach. Und Jeans, für alle, die gesagt haben, dass es meine Esel ihre Hufen nicht gut zu Weg sagen. Der Remo meint, tipptopp, er hat fast nichts machen. Es ist ruckzuck gegangen, sind wir gerade wieder fertig gewesen. Ja, keine 5 Minuten, er hat sogar noch Zeit für Markus noch zu schauen. Ja du, zwischendurch müssen wir mal Fresspause machen. Weil, die armen Esel, die wollen auch etwas essen zwischendurch, wenn sie schon mal grünes Gras haben. Weil es so schnell dann, Monsun und Breeze. Beim Auflaufen ist es immer einfacher, Breeze vorauszutreiben, weil sie ist hinten empfindlicher als der Monsun. Nicht, dass sie weh machen, einfach ein bisschen Zuckerjucken, weil freiwillig sind sture Esel, freiwillig machen nicht unbedingt den Heimweg, wenn es überall so schönes Waldfraß gibt. Da gibt es nämlich auch Haufen Zeug, was anscheinend die Heim nicht haben. Alle sind gleich und doch ganz anders. Das ist gut wie es ist, wie jeder besonders ist. Laufen macht durstig. Breeze war zuerst da, darum hat sie schon trinken. Aber der Monsun hat auch Durst gehabt, er hat noch ein bisschen länger gebraucht. Der Diva hat mich schon essen unterwegs. Aber es ist auch schon gut. Hey Monsun, ich möchte noch ein Nuss geben. So, jetzt sind sie wieder im Stall. Jetzt gehe ich schnell 5 Minuten ansitzen, etwas trinken und dann geht es weiter zu den Schöfen. Weil die haben ja heute mich noch nicht gesehen. Da muss ich daran denken, Schlägstein mitzunehmen und einen Hag mitzunehmen. Und das noch nicht. Oh ja, Benzin. Genau. Vielleicht lasse ich den Hag noch warten mit dem Hag. Benzin und Schlägstein ist schon genug schwer. Und ich bin ja schon im Tal gewesen. Und später am Nachmittag muss ich nochmal ins Tal. Weil ich sollte auf die Post. Ich sollte posten. Das kombiniere ich natürlich, Posten und Post. Zusammen Post, P. Ja, genau. C, G, P.
So, Schlackstein, Benzin, Regenhut, weil es regnet und Kapuze hoch, weil es kalt ist. Gut, Bonnie will auch mitkommen. Willst du mitkommen, Bonnie? Gehen wir zu den Schaf? Ja, zu den Schaf schauen. Bist du sicher? Also gut. Und ja, und Madonna ist gerade auch schon fast besser, sie steht zumindest. Seht ihr da rein? Ist Madonna, Krankenstation. Und ja, weiter geht's. Es ist Montag, noch nicht ganz 12 Uhr. Egal, ich will es durch, weil ja, ich kann es tun. Jetzt habe ich gerade gesehen, da gibt es einen Terrassengarten. Ha! Habe ich gar noch nicht in den Sinn gehabt. Habe ich gar noch nicht gesehen. Ein Terrassengarten für das Haus, das da steht. Genau, da gibt es ein Hobbithaus. Zweistöckig. Mit, ja, 4. Also Küche, Eingangsbereich, Schlafzimmer. Ja, nein, ist mehr so stubenmässig. Steigen drauf. Und da oben. Da, oh, jetzt habe ich das überhaupt gesehen. Küche, Eingangsbereich, Stube, Durchgangsbereich, auf die Stege drauf und da oben Schlafzimmer mit Veranda. Weil das Dach ist die Veranda vom Schlafzimmer. Herrlicher Hobbithaus gibt das. Ganz ein schönes Haus. Und eben, da gibt es den Garten dazu. So schön. Und schon haben sie neue Weide. Die ein Stück weiter. Jetzt gehe ich oben durch, enger machen und nachziehen. Ich hoffe mir, dass ich dann mehr Haare kann wieder voriges. Weil vielleicht muss ich erst so 2-3 Mal. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich mir, dass es, wenn ich enger mache, dass ich mehr Haare vorig kann. Und ja, der Rest kann ruhen. Und will ich das Trimmer sowieso retour bringen, habe ich auf dem Weg dahin eine Bahn gestrimmert. Jetzt tue ich den Haken aufstellen vom Stall bis zum neuen Weideort, weil eben ich brauche ja nur den Streifen. Das heisst, dann nachher kann ich in aller Ruhe die beiden Höhe abbauen. So, ich sehe, was ich meine, oder? Schritt für Schritt zusammensetzen, wie nur ein Puzzle. So ist es. Schritt für Schritt. So, das ist weg. Das ist schmal. Das heisst, mit dem aufgerollten kann ich dann als nächstes dort durch. Ja, immer. Ja, ist herrlich, herrlich. Scheiße, jetzt kommt mir gerade in den Sinn. Ich habe meinen Cowboy-Hut oben vergessen. Scheiße. Ja, nu, ich muss morgen wiederkommen. Ja, ist ja gleich. Es ist 2:15. Bonnie und ich haben jetzt Hunger. Wir haben noch keinen Mittag gemacht. Aber jetzt ist es nur noch gemütlich. Jetzt ist das Tagesziel erreicht, alle Tiere sind erledigt. Das heisst, wir gehen jetzt gemütlich ins Tal, gepösteln. Und eben C, C, G, G, P, P. Ja, gehen wir jetzt, genau. Es ist wie es ist und doch ganz anders. In der Schwäche ist Stärke, gibt Schutz und Mut. Ich bin wer ich bin und so ist gut wie es ist, wie Hey, es ist Dienstagmorgen, schau mal. Es hat so richtig geschneit über da. Also richtig geschneit. Ist ja natürlich auch übertrieben. Es hat geschneit. Überall ist weiß. Ich muss aber trotzdem habe ich meine Schneehosen an und meine Skischuhe an. Und ja, es ist 7:20. Es hat so einiges da über Nacht. Ich habe gestern Post bekommen. Aber die Woche geht es ja bei diesem Video nur ums Arbeiten. Wirklich. Alles andere kann man im Facebook mitverfolgen, im Insta. Nein, ich mache auch noch heute ein anderes Video. Ziemlich sicher mit der Entwicklung. Aber das Wochenvideo geht es nur ums Arbeiten. Darum bin ich jetzt unterwegs. Am Arbeiten. 20:07 bin ich auf und draussen und so. Das heisst, eben, egal.
musste meine Schneeschuhe suchen. Das erste Mal das Jahr, dass ich sie anhabe. Ja. Zu den Schäfen muss ich natürlich in diesem Wetter brauchen sie auch mehr. Weil der Weid, den ich gestern gemacht habe, war ja vorgesehen, dass ich es heute weiter wechseln. Aber ich kann es ja gar nicht so groß. Vielleicht kann ich es ja wechseln. Ich schaue. Auf jeden Fall brauchen sie sehr viel Heu. Weil wenn sie nicht weiden können, brauchen sie Heu. Und der Stall haben sie ja. Die Esel sind auch schon bereit für ihren zum Morgen. Frankie will auch schon raus. Hey, herrlicher Tag. Ist ein bisschen grau. Aber für das sind meine Schneehosen grau. Yes, sir! Hey, ich merke, wie ich heute aufsteigen will. Ich werde heute stärker. Ich werde heute... ja, aber ich muss eins sagen, ich bin heute Morgen auch bereit einzugestehen, dass der Kampf für den Dresden vorbei ist. Aber ja, das werdet ihr ja im anderen Video sehen, das ich mache. Weil, ja, es kommt wie es kommt. Und es kommt doch so wie es kommt. Und ja, Gott sei Dank, ja, auf jeden Fall bin ich bereit zum Hingehen, wo auch immer. Ich würde wirklich, wenn ihr wisst, ich würde gerne in Dresden bleiben. Das wäre wirklich das Anliegen. Aber wenn es nicht so ist, ich muss nichts mehr beweisen. Das hat mir der Krieger gerade letztens gesagt und der Krieger hat recht. Ich habe schon lange bewiesen, was ich tauge. Und ja, darum ist der Banane krumm. Ah nein, das ist wegen der Sonne. Aber heute werden wir keinen haben. Hey! Bionic Man. Bionic Man. So! Ich habe hier in der Meditationshöhle, wer weiß, der weiß es im ersten oder zweiten Video. Ich glaube, im ersten Video sitze ich schon da. Und vielleicht ist das das letzte Woche-Video von der ersten. Wer weiß, was anführt. Aber ich habe jetzt, es ist 12:08 Uhr. Ich habe die Esel um die Türen gefüttert. Ich habe telefoniert. Ich habe Videos aufgenommen. Und jetzt lege ich meine Händchen an und gehe weiter zu den Chef. Wie schön wäre es, wenn ich auf der 10 fertig wäre. 10 Pause, wie in der Schule. Und wirklich, ich muss gar niemandem etwas mehr beweisen, weil ich bin der beste Colin, was es je hat gegeben. Und morgen kann ich besser werden. So gut. So gut. Die Erkenntnis ist so befreiend. Also mit Strimmern wird heute ganz sicher nicht. Es ist ja Dienstagmorgen und wir haben ganz viel Schnee. Darum tue ich auch sicher nicht knauserig und gebe einen ganzen Ballen, vielleicht sogar gar ein bisschen mehr, einen ganzen Ballen Heu für meine Schäfchen. Weil, sind wir ehrlich, sie haben es verdient in diesem Wetter. Also wie gesagt, Strimmern tue ich jetzt sicher nicht. Und eine grössere Weide machen bringt auch nichts. Ich lasse sie in den Stall. Ich kann schon einen Ballen geben. Aber den halben Ballen, der noch offen ist, gebe ich auch. Schlecksteine haben sie auch. Sie haben alles, was sie brauchen für einen Stalltag. Und sobald ich alles mit den Videos erledigt habe, die ich erledigen muss, mache ich einen Puzzletag wie am Sonntag, weil ja, bei so Wetter. Und eben vor allem jetzt mit dieser ganzen Plot-Twist, aber das haben die ja sicher schon gesehen, wie der Update ist im YouTube. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, und so, dann könnt ihr es ja noch schauen. Ja, bin ich auch gar nicht mehr sicher, ob ich da bin. Bald. Darum muss ich den Puzzle fertig machen, bevor ich gehen muss. Weil ich bin bereit zum Gehen. Und das ist nicht das Aufgeben. Weil ich kann alles geben. Alles geben. Also, was auch immer kommt, ich bin zufrieden. Wirklich. Ich bin zufrieden. Ich sehe nichts im Fall. Aber in diesem Wetter und so wie ich schwitze gerade, sehe ich sowieso nichts, auch mit Brille. Darum laufe ich nach Gefühl. So alle Jedi-mäßig. Buben!
So, alle Schäfli sind im Stall. Die Buben, die wollen noch jemand anders sein. Die wollen nicht kommen. Also ich bin noch 5-10 Minuten da. Verbringe mit ihnen Zeit. Aber sie haben jetzt wirklich so viel Heu. Und ich tue noch mehr ihnen jetzt gerade. Sie haben den Schleckstein, sie haben Wasser, sie haben alles, was es braucht. Und vor allem haben sie einander und trocken und deckt. Und also, ja, sie machen das Gleiche wie ich. Einen Schneetag in der Wärme. Ich höre Buben. Es ist wie es ist und doch ganz anders. Bin nicht perfekt, aber immer korrekt. Bis so geboren als Held erkoren. Ist gut wie es ist, wie jeder besonders ist. Check. Ich brauche noch das Mikrofon. Das Mikrofon, ja, jetzt ist das Mikrofon auch da. Ich bin jetzt unterwegs. Ich habe da Essig dabei. Also Essig mit warmem Wasser. Mehr Essig als Wasser. Und zwar nehme ich das jetzt zu den Esel. Weil die haben beide leichte Fußpilz. Also Breeze hat ein bisschen, ganz wenig. Der Monsoon ein bisschen mehr. Aber der Monsoon, seine Schwachpunkte sind seine Füße. Das ist einfach so. Und ja, der Remo hat gesagt, es sei eigentlich gut. Also, es ist nichts Schlimmes. Also, vor allem, weißt, freilaufend, wie sie sind. Und so sei das normal. Weil ich meine, seien wir ehrlich, ein Esel ist ein Steppentier. Oder? Und ein Steppentier heisst trocken, sandig. Rauchen Boden. Nicht matschig. Also gut, da im Oberwallis ist schon sehr, hast schon recht, schon sehr viel trocken. Das ist so. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht Sand, hat es gleich matschig und so. Und auf jeden Fall haben sie beide ein bisschen Pilz an den Füßen, einen Fußpilz. Haben wir Menschen zwischendurch auch. Und eben die beste Medizin und die beste Behandlung ist die Füße jeden Tag ein bisschen waschen mit warmem Essigwasser. Und das mache ich jetzt mit ihnen. Genau. Die Hühner müssen auch wieder mal etwas haben. Und komm jetzt, Monsoon, komm, da, ich habe etwas für dich. Das ist schon bereit. Weißt, das ist alles Ritual. Das machen wir jeden Tag. Jetzt, seit er immer da war. Also ist das, wissen jetzt eigentlich schon Bescheid. Gell, Breeze, du weißt Bescheid. Aber ich kann jetzt das nicht filmen. An einem anderen Tag nehme ich den Ständer mit und das dann filmen. Jetzt sind wir aber noch ein bisschen am Üben. Und darum, aber Breeze wird es eben schon trinken, der Essig. Aber ja, das ist das, was ich jetzt als nächstes mache. Ja, und wenn ich schon im Nashville bin, dann tue ich natürlich auch den Kompost biegen. Ich habe ja auch natürlich den Esel gemistet. Und ja, ich tue ja Albot. Für die neu dabei sind, ist Kompost für mich eine meiner Leidenschaften, wo ich mir, ja, also ich mache das nach Technik für den 18 Tage Kompost. Und das heisst, ich tue die ersten paar Tage lasse ich es liegen und dann tue ich es jeden zweiten Tag kehren, weil innen wird es heiß. Heißkompost ist super, weil dann tut es alles Sämli und alles Grusige töten und gleichzeitig versetzt. Wir können theoretisch auch Heißwasser daraus machen. Es gibt Duschsysteme und allerlei, die man machen kann. Ja, auf jeden Fall habe ich es jetzt gekehrt. Man sieht schon, wie es anfängt zu versetzen. Und es kommt fortlaufend, wie da oben ist der Eselstall, da tue ich dort rausmisten, kommt es oben runter. Und dann tue ich, wenn ich viel habe, gegen die Führer biegen. Aber ja, jetzt habe ich eben einen kleineren, weil ich habe gerade den letzten Kompost verteilt. Aber das habt ihr ja gesehen auf dem einen Video. Ich glaube, es war sogar auf diesem Video, weil wir ja Samstag, Sonntag ist das gewesen. Also darum, ja. Genau. Jetzt, da im Nashville, seht ihr dort, ist Breeze. Am Rumschnuppern. Ja, da habe ich wieder, wie die Hühner da viel da unten sind, habe ich da oben noch ein Netz gespannt, damit sie geschützt sind vom Greifvogel. Und ja, Nashville ist
Da, wo eingezäunter Bereich, wo alle Tiere sein können. Schafstall, Tunnel und ja, der ganze Bereich da rundherum ist jetzt fuchssicher, damit alle ein bisschen Auslauf haben und es allen gut geht und sie aber trotzdem in Sicherheit sind. Genau. Und das tut sich fortlaufend natürlich ändern. So, wenn die Natur am Arbeiten ist. Da kann man ja noch heller machen. Ich bin immer eben noch meine Kamera am besten kennenlernen. Breeze und Monsoon. Dann natürlich auch mit aufs Kamera. So, Monsoon, jetzt ist es Zell. Hey, wie kann man das machen? Alles am Üben, immer wieder, gell, Breeze? Die sind gerne in der Kamera, die sind gerne für euch auf dem Video. Aber ja, dann haben sie gerne. Breeze hat gerne Schmüsle. Gell, Breeze? So ist es. Ja, so, ich kann mir versorgen und weiterarbeiten. Persönlich empfehle ich euch allen, ihr könnt natürlich machen, wie ihr wollt, eure Hühner Zugang zum Stall geben. Weil Hühner im Stall gibt einfach viel weniger Fliegen, weil der Mist, der doch liegen bleibt, also jetzt im Winter ist ja klar, gibt es nicht viel Flüge, das ist schon logisch. Aber die Hühner behalten eure Stall sauber. Und ja, also ich empfehle euch, es einfach wirklich extrem fest. So haben sie eben auch gefüttert, gegessen und ja, sie haben es gern. Also meine Hühner haben es immer gern gehabt bis jetzt. Plus, sie sind geschützt von Greifvögeln und Fuchs und allem drum und dran. Also gut, Fuchs da bei mir in Nashville sind sie jetzt sowieso geschützt. Aber unter dem Dach und eben jetzt also zum Beispiel nasse Tage ist es im Stall auch am technischsten. Und seht ihr, wie es die ganze Zeit, und sie essen noch ein Heu, was die Esel liegen lassen haben. Ich sage euch, Hühner gehören in den Stall. Am allerliebsten hätte ich eigentlich eine Stange, wo sie im Stall schlafen würden. Aber für das bin ich noch nicht bereit. Da muss ich noch fertig bauen. Aber es kommt ja noch. Sobald ich ganz sicher weiss, ich kann weitermachen, dann wird er weiterbauen. Genau. Hello, boys and girls. I just want you to know something. Something that you must never ever forget. That you, in just being you, is all good. Also, es ist Donnerstagmorgen. Die Sonne ist noch nicht auf. Also ist noch nicht über die Berge gekommen. Nicht so wie die 7 Zwerge. Ich bin ein bisschen aussenschnauf und vor allem bin ich nass. Vom Schwitzen. Ich habe viel zu viel angelegt heute Morgen. Aber ja, als ich rausgegangen bin, war es auch kalt. Ja, morgen kommt das neue Video raus. Wie eben Freitag, das ist jetzt definitiv fix. Die Arbeitswoche ist am Freitag fertig. Fängt aber dafür am Samstag schon wieder an, das ist klar da. Weil ich bin ja Bauer. Und ja, wieso sage ich das? Die Woche. Ich hoffe, ihr habt Spass daran, dass die Woche nur ums Arbeiten geht. Und das ist jetzt auch Arbeiten, heimkommen und Pause machen. Und ich bin froh, habe ich das mit dem Benzin schon erledigt. Das heisst, während ich die Tiere füttern und sorgen und Hufpflege machen und Kompost speigen, kann der Geni laufen und alles wieder auffüllen, weil ich habe wirklich null Strom mehr, null. So wie alles andere. Ja, und so ist doppelt gemoppelt. Aber es ist schon noch ironisch. An dem Tag, wo ich gar nichts mehr habe und Benzin kaufen, kommt die Sonne wieder. Aber es ist schon gut, weil so ist doppelt gemoppelt. Und apropos doppelt gemoppelt,
Nicht nur hier im YouTube, bitte abonnieren, liken und kommentieren, sondern in Instagram und in Facebook auch. Weil überall kann ich Geld verdienen. Und darum tue ich meine Träume und meine Visionen realisieren. Und ich bin dir so dankbar, machst du mit auf Schritt und Tritt. Yo soy lo que soy y puedo hacer lo que puedo hacer. Nur schon, als ich den Hügel drauf gelaufen bin, sind sie mir entgegengerannt. Wirklich, aus dem Stall aus, sie haben mich gespürt. Und jetzt belagern sie mich. Hey, ich komme gar nicht zum Arbeiten. Weil ich mit meinen Schafen kuscheln. Die Buben sind auch da im Umkreis. Alle sind bereit. Und es ist einfach wunderschön. Schneeweiß. Und wunderschönes Wetter. Warte, ich zeige es euch. Schaut mal, wie schön. Schaut mal, wie schön die Aussicht. Überall ist weiß wie Schnee. So schön wie so Schwan. Egal. Ha! Auf jeden Fall laufen jetzt ganz klare Bahnen. Eigentlich könnte ich es noch schmäler machen. Aber das will ich jetzt gar nicht. Ich tue es jetzt aber dort unten. Kann ich es verlängern. Da habe ich noch einen Haken mehr. Da gebe ich ihnen einen Haken plus noch das, was aufgerollt ist, und mache einen riesengroßen Bogen. Ja, wie der Schnee sollte vielleicht jetzt schmelzen. Plus, sie wissen ja auch, wie kribbeln und graben. Und der Schorsch gibt mir immer wieder ein Küssli. Ja, besser ein Küssli als ein Schwedenkuss. Du, aber herrlich, oder? Herrlich, meine Schäfli. So schön miteinander. Es ist, wie es im Text steht. Im Textbuch oder im Bilderbuch. Es ist auf jeden Fall ein Märchen und wunderbar. Wunderbar und klar da im Wunderland. So schön bist du am Schauen. Aber jetzt muss ich weiterarbeiten. Aber übrigens, jetzt noch ein bisschen Theorie. Wenn du den Kontur suchst, die laufen immer auf den Kontur. Also siehst du, da hat es eine Konturlinie. Und dort unten hat es nochmal eine Konturlinie. Also im Schnee kann man Muster sehen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wenn die laufen wirklich immer der Kontur entlang. Und die Kontur ist meistens so der geradeste Linie oder flachste Linie. Klar, da geht es ein bisschen den Hügel ab, aber eben, anders geht es wie nicht. Auf dem Hügel, oder? Versteht ihr, was ich meine? Ich bin, was ich bin. Ich kann, was ich kann. Ich kann, Ich weiß, was ich weiß. ich Dass weiß. ich besonders bin. Es ist Keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe oder wie lange ich es nicht aufgenommen habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt eine Pause machen und bin am Warten, bis die Schäfe heimkommen. Weil es kommen schon alle in den Stall. Ziemlich sicher. Wo werden sie denn sonst übernachten? Es ist, wie es ist und doch ganz anders. Ist jeder wie er ist jeder anders. Alle sind gleich und doch ganz anders. Gut, wie es ist, weil jeder besonders ist. Iconic Man. Und weil ich das Gleiche nicht so einfach finde, zum einfach rumsitzen und nichts machen. Wirklich, da muss ich noch üben. Tue ich jetzt da den Haken da oben. Also den da kann ich ja noch ein bisschen zusammennehmen und ein bisschen gerade machen, weil sie brauchen ja wirklich nicht so ein grosses Ding. Und da haben sie ja schon geweidet. Also kann ich einfach wirklich da den Kanal ein bisschen enger machen. Da habe ich mehr Haken und mehr Pfosten vor allem. Gut, zum einen wieder zumachen und so weiter und so fort. Vorbereiten fürs Nächste, oder? Wieso nicht? Ich bin, was ich bin. Ich bin, Ich kann, was ich kann. ich kann, Ich weiß, ich weiß.
Es ist, wie es ist und doch ganz anders. Jede Schwäche und Stärke gibt Schutz und Mut. Ich bin mein eigener Feind, ich merk's. Mein grösster Feind bin ich. Ich bin jetzt... Hab gedacht, komm, ich kann sie gleich jagen. Die sind alle gerade beim Eingang gsi. Alle gerade beim Hag und Zaun und alles gsi. Und ich habe gefunden, komm, ich kann sie gleich eintreiben. Und dann ist Bonnie auch noch gekommen. Und jetzt sind sie nicht mehr in der Gruppe, sondern wieder verteilt auf dem Hügel. Ja, nein. Selber schuld, sag ich da nochmal. Selber schuld. Wirklich, Vollidiot, Colin. Colin, du bist ein Vollidiot. Wirklich. So ein Idiot. Einfach anstatt zu vertrauen, die sind schon auf dem Berg gewesen. Es wäre schon von allein gegangen und ich... Ich bin, wer ich bin, so ist es gut. Gut, wie es ist, weil jeder besonders ist. Bionic Man. Bionic Man. Und ich, was mache ich? Ich versag. Ja, dann fangen wir halt nochmal an. Kommen jetzt halt wieder. Ich gehe wieder sitzen. Nein, wirklich, ich muss es lernen. Ich muss es lernen, auch wenn es die ganze Nacht geht. Sie kommen das schon. Es ist, wie es ist und doch ganz anders. Bin nicht perfekt, doch immer korrekt. Bin so geboren, als Held der Korn. Gut, wie es ist, weil jeder besonders ist. Bionic Man. So, es ist Freitagmorgen, wie ihr seht. Ich bin jetzt auf dem Weg zu den Schäfen rauf. Ganz bewusst, wenn es noch ein bisschen dunkel ist. Wie gestern. Da hatte ich keine Geduld mehr zum oben warten und Bonnie hat Hunger gehabt. Und wir haben beide heim. Also habe ich wirklich einfach ganz fest losgelassen. Ganz fest im Vertrauen. Das ist etwas wirklich, was ich noch lernen muss. Einfach zu loslassen, als Helikopterbau loslassen. Weil ich habe ja gewusst, sie können nicht raus. Ich weiss ja, sie wollen im Stall schlafen. Also, jetzt habe ich aber gleich zur Sicherheit Brot dabei, sonst sie verwöhnen auch. Ich muss wieder anfangen, mehr Brot mitnehmen und ein bisschen Zucker. Das hilft eben schon. Und ja, genau. Bin ich schon ein bisschen nervös. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin nervös, dass es alles gut ist. Aber auch wenn nicht alles gut ist, ich habe ja Brot und der Brot läuft jetzt nach. Und rauskommen können sie ja nicht, weil da oben ist gut gezäunt. Weil dort ist ja, also eigentlich bis vor kurzem andere Schäfte gsi. Ja, aber ja, eben jetzt früh auf. Ich bin schon länger auf am Videoschneiden. Meine Tagesvideos sind ja auch schon draus. Und es ist einfach wirklich, ich bin einfach dankbar. Einfach wirklich dankbar, dass du da bist. Dass ich einfach eine Woche lang einfach richtig arbeiten konnte wieder. Ohne gross etwas anderes. Und ja, so darf es ewig weitergehen, von mir aus gesehen. Gell, liebe Universum, nichts mehr anderes. Ja, und der Rest sehen wir, wie es kommt. So ist es. So, ich zeige euch aber nachher. Jetzt werde ich laufen. It is how it is, and I'm okay with that. Every weakness can be made a strength. I have the courage of a superhero, and I know that everyone is special. Bionic Man. So schön, so schön. Es sind alle da. Ich sehe es jetzt nicht, weil es noch klar dunkel ist da drinnen. Es ist so schön. Jeder einzelne Schaf und alle 3 Buben. Alle sind da. Einfach alle sind da. Danke vielmals als ganzes Universum. Danke vielmals Gott. Danke vielmals Colin, dass du, also ich danke mir selber, ja, dass ich bereit bin zum Zuhören, dass ich bereit bin, zu meinem Fußstapfen von Gott zu treten und zu vertrauen und zu loslassen. Und weißt du was? Ich habe jetzt auch dazu gelernt,
Weil jetzt, wo sie wissen, dass ich da bin, werden sie mir sicher wieder anlaufen. Also habe ich die Stalltüren zugemacht, dass sie nicht raus können, weil ich habe daraus gelernt. Den Fehler von gestern mache ich nicht mehr. Weil, ja, es ist wichtig, dass man wächst. Ja, es ist so schön, weil ich will ja nicht Baseball spielen, 3-mal Strikes und dann bist du raus, sondern ich will, wenn ich einen Fehler mache, will ich daraus lernen und einen Home Run, ein Home Run nach dem anderen, weil wir sind da auf die Welt gekommen zum Gewinnen. Und all die Dämonen, die letzte Schlacht, so metaphorisch gesehen, die werden wir gewinnen. So ist es, weil die Liebe zum Detail ist stärker als der Teufel im Detail. Ich sage euch, ach, es ist so schön. Hey, und einfach aus dem Nix raus hat es Fußstapfen im Schnee gehabt. Und da habe ich überlegt, ist das etwas Schlechtes? Oder ist das etwas Gutes? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, es ist etwas Gutes. Es ist einfach, ich nehme an, es war der Jesus gewesen. Oder Gott persönlich, wo unterwegs war und mir einfach den Weg gezeigt hat. Weil ich meine, what if God was one of us? Hey, wie würdest du nennen? Ich nenne ihn auf jeden Fall Sepp, wenn ich direkt mit ihm rede. Und ja, so ist es. Hey, also, ich gehe jetzt fertig zäunen, was gestern nicht gemacht worden ist. Sprich, ich mache jetzt einfach zu. Und dann gebe ich den Schaf ganz viel Liebe und ganz viel Brot. Und dann gehe ich runter zu den Esel und zu den Hasen und zu den Hasen und Hühnern. Und dann gehe ich Videos schneiden, weil, wie gesagt, ich habe ganz viel Liebe für euch und möchte mit euch das teilen jetzt. Gerade bald sehr schnell, wirklich. Oh, hihi. Oh, und Strom abstellen muss ich auch, sonst putzt es mir eins. Ja, ja. Und apropos die Fußstapfen. Als ich die Fußstapfen angelaufen bin, bin ich in Abkürzung gegangen. Und ja, habe einen neuen Weg gefunden. Da zu der Weide rauf. Herrlich, ich sage euch. Plus, ich habe eine Schwachstelle gesehen im Hag, wo ich einfach drüber laufen konnte. Das heisst, ich habe nicht nur einen schnelleren Weg gefunden, ich habe nicht nur gelernt zu vertrauen, sondern ich bin auch mal belohnt worden, weil ich habe gesehen, wo ich noch ausbessern muss. Verstehen Sie, was ich meine? Oh, reflektieren. So ist es. Ich bin so dankbar für alles. So, alles. Für all die Möglichkeiten, all die Prüfungen. Und das Schöne ist, ich weiss, es ist nicht Karma, weil es ist pure Training. Weil, ja, sind wir ehrlich, ich habe gar nichts wirklich verbrochen. Fehler habe ich gemacht. Zu dem stehe ich. Weil perfekt bin ich nicht. Und vor allem bin ich noch kein Meister. Das sind andere Leute. Ich bin nur ein Gericht. Übrigens, apropos Auflösung von C, C, G, G, P, P. Das ist Colin Crawshaw. Das bin ich. Genau. Und Colin Crawshaw, GG, heisst Gottes persönliche Geuch. Und PP war, geh posten und auf Post. Oder auf Post und posten. Weil zuerst bin ich auf Post und dann bin ich posten. So ist es. Nein, umgekehrt. Ich bin zuerst posten und dann auf Post. Ja, auf jeden Fall. Ja, bin ich auch dankbar für meinen neuen Titel. Weil Titel braucht man eigentlich keinen im Leben. Oder wirklich nicht. Man kann auch der sein, wo man ist, einfach mit seinem Namen. Mit dem, wo man geboren ist. Man braucht keinen besonderen, man braucht keinen künstlichen, nichts solches. Aber, und eigentlich braucht man auch keinen Titel. Eben, wie ihr seht, ja, ich bin am Bauern, ohne einen Bauerentitel. Aber weißt du, was man, es ist gleich Ehre, wenn ich um Gott sein persönlicher Geuch darf sein. Und zu dem kann stehen. Also zu dem stehe ich, wie auch immer. Und bei mir kannst du halten, was auch immer, denn ich höre. Und mir ist nur eine Meinung wichtig.
Und das ist das vom Universum. Danke vielmals, lieber Universum. Und für alle anderen, wie gesagt, ich bin froh, wenn du mitmachst. Wenn du gegen mich schaffst, hilfst du mir auch. Und denen, was egal ist, ja, mir auch. Schön geht's euch alle zusammen, jeden einzelnen von euch. Schön geht's euch. Und jeder, der mir böse hat wollen, in dem Moment, tue ich mir auch gerade verzeihen, weil ja, ich sehe es jetzt. Du hast mir mehr gebracht als etwas anderes. Wirklich mehr gebracht. Jeder Einzelne hat mich stärker gemacht. Jede dunkle Nacht hat mich stärker gemacht. Und in der Zwischenzeit weiss ich, bin ich unzerstörbar. Und werde auch sonst nicht schlechter. Hey, so schön. So schön. So, der Abschluss ist noch nicht ganz da. Ich muss jetzt noch weitermachen. Aber der Abschluss vom Haag ist zu. Jeder ist besonders. Bionic Man. Ich bin, was ich bin. Ich kann, was ich kann. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich weiß, dass ich besonders bin. Ich bin frei geboren und fühle mich gut. Yeah. Schön geht's dir. Danke fürs Schauen. Ich muss jetzt noch hier unten die Pfosten setzen und eben die Chefverwöhnung wieder rauslassen, ein bisschen Heu geben. Und dann der Abschluss, der Schlussteil des Videos habe ich schon aufgenommen. Also über das bin ich froh. Darum gehe ich dann runter, schneide es fertig und lasse raus und schon werdet ihr es sehen. Jeder ist besonders. Besonders. Ich bin frei, ich sitz Also, mentale Notiz für mich selber. Komm Josh, komm raus, komm. Die alle anderen auch raus können, komm. Es ist noch zu kalt. Mentale Notiz für mich selber. Wenn ich will umziehen, am Morgen früh machen und den Stall zumachen, damit sie nicht rauskommen. Weil am Morgen früh sind sie sowieso im Stall. Wenn ich es einfach will verwöhnen oder Heu und Wasser geben, dann kann ich auch am Nachmittag kommen. Buben raus, hopp, hopp, raus. Die anderen sind auch Flip. Das ist der Krümmer und das ist der Flip. Und die zwei sind die gierigsten zwei von allen, wie ihr seht. Der Krümmer tut immer so, als ob er der Chef wäre, obwohl er ein grosser Weichei ist. Der Flip, der ist der mutigste. Der Krümmer ist der dominiert, aber er hat nicht so viel Mut. Der Flip ist einfach gut. Muss nicht dominieren, muss sich nicht unterwerfen. Der ist einfach zufrieden. Gell, Flip, du bist der Beste. Das ist auch mit. Wir haben da dort mal, ja, ich sage jetzt nicht, das heisst nicht, ich sage überheblich. Aber der Flip, das ist meine. Hey, gell, Flip, wir zwei sind Kollegen. Gell, kein Anspruch auf Chef sein, aber trotzdem genug Mut, um die Verantwortung zu übernehmen. So, komm raus, damit die Schäfchen auch noch können. Komm. Komm. Ja, was? Küssli? Geht etwas Küssli? Ja, danke. Komm, Flip, komm raus. Ja, du musst rauskommen, damit die anderen auch noch können. Wirklich. Raus. Nein, komm raus. Komm raus, hopp. Raus mit dir. Hopp. Und laufen, Die Kamera ist im Weg vom Kamera. Laufen, so ist es. So, und jetzt wer kommt noch? Schau, Madeleine ist die nächste Schäfli, die kommt. Geht auf die Seite, damit alle sehen, wer als nächstes kommt. Genau. Madeleine, du bist die nächste, gell? Das weiße Schaf. Madeleine. Ach, Buben, geht auf die Seite. Hopp, geht auf die Seite. Hopp, hopp. Madeleine, welches Schäfli kommt? Hey, nein, Krümmer, so nicht. So nicht. Kommt raus, hopp, hopp.
Kommt. Kommt, komm Madeline, komm. Oh, schau mal, da kommt das Peterli und da kommt der Gizmo. Gizmo. Und der kommt als nächstes. Das Peterli ist frech. Madeleine ist eben die Weiss. Der Peterli ist der jetzt hier zuvorderst steht. Gell, Peterli? Der ist eben auch ein frecher, der Peterli. Frecher Peter. Und hinten dran haben wir Bibi und Franzi und den George. Und, der George ist schon ein bequemer, passt schon. Buben, wir sehen noch euer Viertel. So. Seht ihr, sie zeigen euch den Arsch. Ich sage, es ist Zeit zum Weitermachen. Genau. Weil, ja, ich muss ja auch noch den Esel und allen schauen. Also, mache ich weiter. Aber schön, habt ihr gesehen, wie ich meine? Einfach alle im Stall. Einfach alle im Stall. Danke vielmals. Zum Glück habe ich losgelassen und habe nicht noch lange gewartet gestern. Vor allem, zum Glück habe ich meine Energie nicht verschwendet und bin hässig auf den Hügel umeinander gerannt. Das mache ich auch nie mehr. Oh, Lernen ist so etwas Gutes. So etwas Gutes. Stufe für Stufe näher zum Ziel. Ich sag's dir, das Leben einfach ist zu viel. Aber wenn du mitmachst und im Wunderland lebst, ist es wie im Film. Wichtig ist einfach, dass du der Hauptdarsteller bist von deinem Film. Und du kannst schreiben, was du willst im Fall. Es ist im Fall möglich. Du kannst es schreiben, so wie du willst. Ich bin frei, yeah. Bionic Man. Ja, es ist Freitagmorgen, ganz, ganz früh. Und keine Angst, ich habe genug geschlafen. Bin nämlich schon um 6:30 ins Bett gestern. Und ich bedanke mich bei dir für das, dass du immer wieder kommst auf die Dresden. Und wenn du neu dabei bist, danke ich dir dafür, dass du an dieser Stelle, und ich nämlich immer gerne danke, dass du abonnieren, falls du neu bist und noch nicht abonniert hast. Jetzt wäre ein guter Moment zum Abonnieren. Falls du schon ewig schaust und noch nicht abonniert hast, hey, jetzt erst recht. Ich bin dankbar für jeden Like, wie jeder Like hilft, das unterstützt, das zeigt der Computeralgorithmus, dass sie es gerne haben. Und jeder Kommentar, das hilft auch, ganz klar. Darum bin ich dankbar für all 3 Sachen. Und wenn du nichts verpassen willst, dann drück das Glöckchen drücken. Die Woche bin ich vor allem dankbar, dass das Wochenvideo nur ums Arbeiten gegangen bin. Ich bin so dankbar, dass ich einfach wieder mal eine Woche lang ungestört arbeiten konnte und das euch mitteilen. Zwischendurch gibt es ja noch andere Videos und die Tagesvideos und ich bin dankbar, weil hey, es wächst alles und ich wachse noch so mit. Und egal wie es rauskommt, ich bin dankbar für deine Spende, ich bin dankbar für die Erfahrungen und ich bin dankbar, dass es dich gibt. Weil du machst die Welt zu einem besseren Ort. Darum, danke vielmals, dass du immer wieder auf Besuch kommst, hier im Paradies in Dresden. Es ist echt ein Wunder. Das Leben ist ein Wunder und ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Bis bald miteinander. Und wirklich, jetzt kommt es jeden Freitag raus, damit du das ganze Wochenende Zeit hast, um in gemütlicher Ruhe zu schauen. So ist es. Und so fangen wir es jetzt an und das wird jetzt der neue Rhythmus. Tschüss zusammen. Bis bald. Ser quien soy me hace libre. Yo soy lo que soy. Bionic Man. Ser quien soy me hace libre.